Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama hier aus Thun. Wir haben folgende Geschichte für euch ein bisschen genauer angeschaut. Die Vorbereitungen auf das Weltcup-Event in Adelboden laufen. Ein Camper und seine unglaublichen Geschichten. Und wie die Jungfraubahn den bevorstehenden Winter meistern möchte. Vorher haben wir jetzt aber noch die wichtigsten Kurzmeldungen aus der Region. Der Stress kommt ans Touch the Mountains. Vor 2 Wochen hat der Vorverkauf für das Touch the Mountains mit der Ankündigung vom Schweizer Sänger und Songwriter Damien Lynn gestartet. Jetzt geht es Schlag auf Schlag und die Veranstalter verkünden den zweiten Top-Act für die grosse Neujahrsparty in Interlaken. Der Stress macht am 1. Januar den Auftakt ins neue Jahr und wird auch bis im 5. Auftritt in Interlaken wieder für Hammerstimmung sorgen. 4 Stunden ohne Strom. Sollte es diesen Winter zu einer Strommangellage kommen, muss man wegen dem keinen flächendeckenden Blackout befürchten. Die Stromversorgung sollte dann auf einem tieferen Niveau gesichert werden. Man würde dann im 4-Stunden-Takt Strom haben und dann wieder keinen mehr. Die Nachfrage nach Holz verdreifacht sich. Kachelofen, Holzkohlenherde, Zimmeröfen und Schmine heizen alle ohne Strom. Wer eine solche Heizung hat, wird sie im nächsten Winter vermehrt anführen. Förster und Waldbesitzer sind wegen dem mit einer Verdreifachung von Nachfrage nach Brennholz konfrontiert. In gut 2 Monaten geht es Adelboden wieder Post ab. Die Weltcuprennen am Kunisbergli stehen nämlich an. Wie es mit der Planung im Vergleich zu den letzten Jahren ausschaut und warum der Ticketverkauf so gut angelaufen ist, dann sehen wir Christian Haueter, der Geschäftsführer der Skiweltcup Adelboden AG, verraten. Vor Entwicklung, wenn du jetzt so zurückblickst, die letzten Jahre, was ist da die grösste Herausforderung, auch vielleicht für euer Team? Ja, ich glaube, es ist einfach zu sagen. Es ist, die letzten 2 Jahre hat uns natürlich Corona sehr gefordert. Das war mehr oder minder jeder Ablauf, den wir hinterfragen und neu gestalten mussten. Aber ich glaube, man hat das auch als Chance können nutzen, für gewisse Prozesse zu hinterfragen, neu zu denken. Und das ist sicher auch rückblickend gesehen gegen vorher positiv gewesen, ja. Vielleicht vom Arbeitsaufwand, aber früher ist es noch nicht ganz so gross. Das ist jetzt ein riesiger Anlass. Wie hat sich Hans geändert? Wie hat sich das Team verändert? Ja, man ist über Jahre wird man logischerweise immer grösser als Organisation selber, weil der ganze Arbeitsaufwand in diesem Zusammenhang auch steigt. Das sind ja komplett andere Ausgangslagen als 1967, als das erste FIS-Weltcuprennen hier am Kunisbergli war. Und ich glaube, das ist nicht mehr vergleichbar von den Ansprüchen, die man auch sei es im Zusammenhang mit Sicherheit, aber sei es auch im Zusammenhang mit der Vermarktung, wo stetig mehr auch verlangt wird und entsprechend auch mehr Personen vor Ort sind. Der Weltcup-Event in Adelboden, wenn du in 5 Wörter für jemanden, den er noch nicht kennt, beschreiben müsstest? Stotzig, Hexenkessel, atemberaubend, stimmig und Fahnenmeer. Welches Lied würde am Rennwochenende am meisten angestimmt von den Fans? Oder welches läuft am meisten? Vogellisi. Dein Tipp auf den Sieg dieses Jahr oder auf den Sieger? Wie in den letzten Jahren, der schnellste. Wenn man den Winter nicht so mag und vielleicht nicht Ski fährt, könnte man theoretisch trotzdem bei eurem Team mitschaffen. Ja, definitiv. Wir suchen an den Renntagen selber immer Volunteers und ich glaube, es gibt viele spannende Aufgaben, die immer einen anderen Blick auf die Organisation ermöglicht und sicher eine neue Erfahrung auch bietet. Einiges erleben kann man nicht nur am Pistenrand bei Skirennen, sondern auch im Camper. Und ja, ihn kann man ohne Zweifel als Campingpionier bezeichnen. Der Hans-Uli Stettler aus Bolligen. Die Saison ist vorbei und er muss sein Gefährt, der Schrumpfelefant, winterfest machen. Mein Kollege Ben Abeckler hat er bei dieser Gelegenheit von seiner unglaublichen Reise erzählt. Hans-Uli, Campersaison neigt sich am Ende zu. Was heisst jetzt das für dich als Camperbesitzer?
Ja, es ist ein bisschen mit Wehmut verbunden, aber das heisst, ausladen, Wasser rauslassen, winterfest machen, dass nie gefriert, WC leeren und ja, und Solex drauf tun, Wäsche rausnehmen und dann geht er halt ins Winterlager. Und deine Camperleidenschaft hat ja in den 80er Jahren angefangen, dann hat es eine grosse Reise gegeben. Ja, angefangen hat es mit der Reise in die UdSSR damals, Brezhnev-Zeiten, wo wir, ja, das war eine richtige Exkursion eigentlich dort über. Grosse Vorbereitungen über ein Jahr mit nachher Grenzübertritt, Pannen, Verhaftungen und so Zeug. Essen, das nicht so an allen Orten hast bekommen. Ja, es war eindrücklich, es war eine Lebensschule. Dann hat es angefangen mit dem Campen und das bleibt wahrscheinlich bis hinten raus deine grosse Liebe. Ja, das nachher so nach der grossen Reise nach Amerika, da ist endgültig einfach das Fieber ausgebrochen. Das wird auch mein Begleiter sein, bis ich nicht mehr zum Loch hochkomme, für oben zu schlafen. Nicht nur der Hans-Uli Stettler, sondern auch Bergbahnen mussten sich für den Winter rüsten. Aus ihrer Sicht könnte die anstehende Saison aufgrund von hoher Energiepreisen, einem drohenden Strommangel, Personalmangel und der Inflation recht herausfordernd werden. Bei Jungfraubahn blickt man dem Ganzen gelassen entgegen. Man vertraut auf ein gesundes Fundament und Flexibilität. Der Ben Abeckle hat genauer nachgefragt. Kathrin Nägeli, Kommunikationsverantwortliche von den Jungfraubahnen. Wenn wir jetzt schauen auf einen Winter, der ja ein bisschen anders werden könnte als andere Winter, wie geht es euch damit? Also wir sind echt zuversichtlich, weil wir haben jetzt schon 2 Winter hinter uns, die auch schon ein bisschen anders geworden, als man gemeint hat. Und wir sind dort eigentlich recht positiv daraus herausgekommen, mit sehr guten Resultaten. Und darum sind wir doch relativ zuversichtlich für diesen Winter. Es gibt viele Themen, Inflation, starker Franken, Strommangellage und so weiter. Was sind da mögliche Szenarien diesen Winter? Also wir haben eigentlich wie verschiedene Szenarien, wo wir jetzt am Andenken sind, wo man auch darüber diskutiert, intern, aber auch mit den Branchen, mit der Eisenbahnbranche, aber auch mit der Seilbahnenbranche. Und da geht es eigentlich so ein bisschen in verschiedenen Phasen darum, mal alles, was man irgendwie freiwillig einsparen kann, dass sicher alle, jede und jede schon damit anfangen im Unternehmen. Dann geht es natürlich auch darum, dass man schaut, wo könnte man was wie abstellen, für dass der Betrieb immer noch tiptop funktioniert und es halt natürlich auch möglichst wenig wehtut für die Gäste, die kommen. Und das kann dann eben gehen von, dass man vielleicht ein bisschen kürzere Betriebszeiten hat, teilweise an Tagen, oder zum Beispiel eine Sitzheizung abschaltet in einer Seilbahn. Und jetzt eben noch für alle, die auf die Ski kommen im Winter, die Frage nach dem Preis, nach dem Geld. Wie sieht es da aus? Ja, wir merken im Moment alle zusammen, dass es teurer wird überall, sei es der Strom, sei es Lebensmittel und so weiter. Und für uns ist es jetzt so, dass sich eigentlich Top-4-Partner für einen Top-4-Skipass entschieden haben, den Vorverkauf auf 850 Franken aufzusetzen, von 777 in den Vorjahren. Aber der Preis eigentlich gleich bleiben, wenn man es dann im Normalverkauf kauft. Und wichtig, das gilt nur für Erwachsene, Kinder, Jugendliche, die zahlen immer noch den gleichen Preis wie die letzten Jahre. Könnte es aber im Verlauf des Winters vielleicht noch punktuelle Anpassungen geben? Aber wir haben ja gelernt in den letzten Jahren, man muss flexibel bleiben. Und ich glaube, das gilt für uns alle. Und sicher werden wir schauen, dass das möglichst nicht der Fall ist, dass noch Preise raufgehen. Aber punktuell kann es vielleicht sein, dass man am einen oder anderen Ort noch die Preise anpassen muss. Das wäre es vom heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Mehr Infos zu den einzelnen Themen und Artikeln gibt es wie immer auf jungfrauzeitung.ch oder in unserer App. Ob wir den nächsten Tag früher müssen und ob der Winter schon bald im Anmarsch ist, das wissen Kollegen von Meteo News. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von der Jungfrau-Zeitung. Hier ist das Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Schön eingeschaltet, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es hat immer mehr zugetan heute im Laufe des Tages.
Das, nachdem sich die Sonne gelegentlich aber auch noch zeigen konnte, speziell am Vormittag und um die Mittagszeit herum. Nachher ist es, wie gesagt, zunehmend grau geworden. Wir sehen hier auf dem Satellitenfilm feuchte Luft, die uns erreicht hat. Im Laufe des Tages und weiterhin feuchte Luft zieht jetzt auch heute Abend und in der Nacht auf den Samstag zu uns hinein. Entsprechend wird es zeitweise regnen. Morgen allerdings sieht es dann relativ freundlich aus. Am Vormittag haben wir eine Mischung aus Sonne und Wolken. Weitgehend bleibt es trocken und es ist auch ziemlich ein milder Start in Samstag mit etwa 12 bis 14 Grad. Am Nachmittag dann schon fast T-Shirt-Wetter. Mit ein bisschen Südwestwind erreichen wir knappe 20 Grad. Es geht weiter mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Der Samstag präsentiert sich also freundlich. Ja, und dann geht es auch mit recht sonnigen Verhältnissen weiter. Es hat am Morgen zum Teil Nebel oder Hochnebel in den nächsten Tagen. Die Sonne dominiert aber, vor allem natürlich auch in den Bergen, sehr schönes Wetter. Ja, wir sehen die Temperaturen warm für die Jahreszeit, um die 20 Grad bis sicher mal Mitte der kommenden Woche. Das war vom Jungfrau Zeitungswetter, meine Damen und Herren. Geniessen Sie das freundliche und warme Wochenende. Auf Wiedersehen.